Ich begrüße Sie zu den wöchentlichen Nachrichten aus dem Tibettv-Studio hier in Kangi Dharamsala. Mein Name ist Gunga Sara mit einer weiteren Folge zu Tibet, seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. 85. Geburtstag seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama. Live-Session mit MIT-Universität zum Thema Covid-19. 106 Jahre Shimla-Konvention von 1914. Historischer Beweis für die Unabhängigkeit Tibets. Indien blockiert zahlreiche chinesische Apps. Chinesische Behörden ordnen die Entfernung tibetischer Gebetsfahnen in Osttibet. Tibeter fordern die Vereinten Nationen nachdrücklich auf eine Sondersitzung zu Verstößen in China abzuhalten. Gruppe von 4 Tibetern schließt ihr Friedensmarsch in Genf ab. Virtuelle interaktive Dankbarkeitsreihe für seine Heiligkeit dem 14. Dalai Lama, organisiert vom Tibet-Büro in Genf. Das Tibetische Institut für Darstellende Kunst veranstaltet ihr jährliches Sommerfestival. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama feierte gestern seinen 85. Geburtstag inmitten zurückhaltender Feierlichkeiten. In einer kurzen Videobotschaft aus seiner Residenz in Dharamsala schlug seine Heiligkeit vor, dass diejenigen, die seinen Geburtstag feiern möchten, dies tun könnten, indem sie das Avalokiteshvara-Mantra Om Mani Padme Hum 1000-mal rezitieren. Seine Heiligkeit erklärte weiter, dass mit dieser Praxis einige Wurzeln der Tugenden geschaffen werden können, die seine Heiligkeit als Avalokiteshvara-Bote widmen, um 108 oder 110 Jahre zu leben. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama, die tibetische Zentralverwaltung und Buddhisten auf der ganzen Welt nahmen an virtuellen Feierlichkeiten teil. Am 29. Juni nahm der Präsident der tibetischen Zentralverwaltung, Dr. Lobsang Sengye, an einer Live-Sitzung mit der MIT World Peace Universität zum Thema Covid-19 teil. Dr. Lobsang Sengye erklärte unter anderem, dass der von Wuhan stammende Coronavirus den Alltag vieler Menschen auf der ganzen Welt verändert hat und der derzeitige institutionelle Mechanismus nicht ausgereicht, um die Dinge so anzugehen, wie sie jetzt sind. Neues Denken und Paradigmenwechsel im Bildungssystem sind erforderlich, um die Denkweise der Menschen zu ändern. Dr. Lobsang Sengye bekräftigte auch, dass China ohne Vorbehalt für den Virus zur Rechenschaft gezogen werden muss. Der Mangel an Transparenz und Demokratie in China sei für die globale Situation verantwortlich. Letzten Freitag jährte sich zum 106. Mal die Shimla Konvention, welche zwischen den Briten, Indien und Tibet unterzeichnet wurde. Zewang Dorje, Forscher vom Tibet Policy Institute, erklärte, dass die Shimla Konvention von 1914 Tibet als unabhängige Nation beweist und dass die Macht und den Status hatte, Verträge mit anderen Nationen auf gleicher Augenhöhe zu unterzeichnen. Through the Shimla Convention, we can prove that Tibet was historically the independent nation, and second thing is that China's occupation of Tibet in 1950. Through the Shimla Convention, we can prove that the Chinese invasion of Tibet is illegal and it violates the international law. Indische Behörden haben knapp 60 chinesische Apps und Online-Dienste aus dem Land verbannt, darunter die beliebte Videoplattform TikTok und den Messenger WeChat. Die Dienste würden die Souveränität und Integrität Indiens gefährden, begründete das indische IT-Ministerium den Schritt. Das Ministerium habe viele Beschwerden erhalten, dass die Applikationen die Daten indischer Bürger stehlen und sie unautorisiert auf Server außerhalb Indiens transferieren würden. Aufgrund der aktuellen Situation an der Grenze, wo jüngst 20 indische Soldaten ums Leben gekommen sind die Spannungen zwischen China und Indien groß. Bereits 2017 untersagte die indische Regierung an der Grenze stationierten Truppen die Nutzung zahlreicher aus China stammenden Applikationen wie Weibo. Nun wurde das Verbot auf mehr Applikationen und ganz Indien ausgeweitet. Gemäß Informationen von Tibetwatch hat die chinesische Behörde die Entfernung von tibetischen Gebetsfahnen in den Bergen, Klöstern und Dörfern in der autonomen Präfektur Golok in Osttibet angeordnet.
Die Behörden befahlen tibetische Bürger und Mönche vor Ort, die Flaggen zu entfernen und sie als Teil einer Umweltschutzmaßnahme zu kennzeichnen. Die Aufräumaktion wurde genutzt, um die Gebetsfahnen zu entfernen, und die Bürger wurden aufgefordert, in großem Umfang zu helfen. Die Kampagne begann im März als Umweltsanierung und Renovierungsmaßnahme mit über 5.900 Mönchen aus 66 Klöstern. Während der laufenden 44. regulären Sitzungen des UN-Menschenrechtsrates letzten Freitag am 3. Juli forderte Chinesische Sonderbeauftragte der tibetischen Zentralverwaltung für Menschenrechte den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen dazu auf, eine Sondersitzung zu China abzuhalten. By the Special Rapporteur, the COVID-19 pandemic first detected in China has had an appalling impact on the marginalized, suppressed people, especially like the Tibetans, who are now suffering under double lockdown by the government of China. Much before the pandemic hit the world, Tibetan children were already deprived of studying in their mother tongue language. Monasteries were already prohibited from admitting Tibetan novices wanting to pursue religious education, and Tibetan education rights advocates were already being persecuted by the government of China. With the outbreak of the pandemic, it has become much worse. Tibetans are doubly disadvantaged and are subjected to much worse systemic racial discrimination by the government of China. Die Gruppe von 4 Tibetern schloss am 30. Juni ihren einwöchigen Friedensmarsch in Genf mit der Eröffnung der 44. Tagung der Sitzung des UN-Menschenrechtsrates ab. Die Gruppe unter der Leitung von Lobsang Terge und Dorjing Odup, Denam und Tashinamge verteilten während ihres Marsches 3-sprachige Broschüren mit dem Titel „China lügt, Menschen sterben. Genug ist genug. Make China accountable“. In Begleitung von Chinesische vom Tibet-Büro in Genf trafen die Friedensmarschierer einen Vertreter des UN-Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte und reichten einen an Frau Michelle Bachelet, UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, adressierten Beschwerdebrief ein. In ihrem Appellschreiben wurden die Vereinten Nationen aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um China für seine Menschenrechtsverletzungen in Tibet zur Rechenschaft zu ziehen. Das Tibet-Büro in Genf veranstaltete am Sonntag die 2. Folge der virtuellen interaktiven Dankbarkeitsreihe für seine Heiligkeit mit dem Thema Unterstützen, Ermutigen und Verbessern lernen. Mit dem Gastredner Professor Lobsang Dinsinegi, Professor für Pädagogik und Exekutivdirektor des Zentrums für kontemplative Wissenschaft und barmherzige Ethik an der Universität. Das virtuelle Programm findet jeden ersten Sonntag im Monat statt und wird einen Gastredner beherbergen, der die verschiedenen Beiträge und Wohltaten seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama bespricht. Insbesondere die 4 wichtigen lebenslangen Verpflichtungen seiner Heiligkeit sowie die Rolle und Verantwortlichkeiten der Tibeter werden hervorgehoben. Das Tibetische Institut für Darstellende Kunst TIPA veranstaltete letzten Mittwoch sein jährliches Sommerfestival. Die beiden konkurrierenden Künstlergruppen traten an diesem Tag unter dem Thema Danke seine Heiligkeit auf. Zum ersten Mal seit 60 Jahren wurde Jahre als Initiative der tibetischen Zentralverwaltung live über Tibettv übertragen, um in dieser herausfordernden Zeit der Covid-19-Pandemie Freude und Glück zu verbreiten. So viel zur letzten Woche. Bis zum nächsten Mal und einen guten Start in die Woche.